So, da sind wir wieder alle zusammen. Beim Kaiser, am kaiserlichen Hof. Und ich bin da ganz schön angelegt. Und ich muss Jennifer suchen. Jetzt muss ich mit der Jennifer reden. Mal da ein bisschen schauen. Die Frage ist nur, wo ich her muss jetzt. Dahinter, Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ah, okay. Die Feder noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Botschaft. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In 3 Ausfertigungen. Ich sicher etwas stellen, da. Das nehme ich nicht. Adelslinien des Nordens. Ah, ich kann nicht lesen. Ja, raus. Aber geklaut habe ich es am Anfang. Ja. Pferdehalter. Hat es noch etwas? Oh, oh. Was wird aus Temerien? Oh, das wird ja spannend, aber mit diesen Büchern. Ah, da gibt es etwas zu lesen. Da. Ein Schwert gegen Hexen. Gib. Perlen des Nordens, Novigrad. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Porträt des älteren Volkes. Ah, da ist sie. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emirs Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Ah, hä? Jetzt sind es also schon unsere Agenten, hä? Ja. Sieh Anna an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Ja, die Gut. zwei. Da. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will.
Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Wow. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An 2 Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Doch, Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. ja, warum hast du es nicht vorher gesagt? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Ja, eben, Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. ja, das lassen wir. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Var-Atre. Das ist er, dort drüben. Ja. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Aha. Okay. Ja, die 2, du. Oh! Ja, sie mit in einem Portal. Also, dann müssen wir jetzt Ciri suchen in diesem Fall. Noch ein bisschen Geld nehmen. Ich glaube alles, es nicht mit und auch fest ist. Ja, das nehme ich auch mehr. Ich habe zwar schon eins, aber... Der letzte Wunsch. Mondscherben. Ja. Ah, das Bild von Ciri. Ja, ich nehme sie gleich. Das kann ich verkaufen. Kann ich ja nichts machen mit dem. Ciri. Ja, ich freue mich auch auf die. Die wilde Jagd aus, er spannend sicher auch.
So, ich glaube ja aus. Da ist noch die Tür. Abgeschlossen. Okay. Jetzt muss ich da mit dem Botschafter reden, hä? Das ist dieser. Botschafter war Atre? Jennifer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen, nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Wie ist die Lage in Velen? Wie stehen die Dinge in Velen? Oder Wählen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Wie geht's mit dem Krieg? Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Pontar vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Ketwen und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrel-Gebirge und griff Ketwen an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Ketwener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Ja, und Kovir. Was ist mit Kovir? Kovir legt Wert auf seine Neutralität. Genug, um seine Armee und vor allem sein Geld keiner Seite zu leihen. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Pontar zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhirwa Emreis ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Mhm. Wie gegen, ne? Novigrad, was ist Novigrad? Wollt ihr noch wissen? Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wyzima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe.
die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Die Skellige-Insel, wo jetzt Jennifer her will, Magier sein. Anscheinend hat es dort eine Explosion gegeben. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander, plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Okay, alles klar. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Oh, da kann ich etwas lesen. Okay. Die Narbe ist gut verheilt. Brief an Jennifer. Ich habe da gerne noch mit ins Inventar, hä? Jetzt da raus. Nein. Also, was muss ich jetzt? Eigentlich. Zurück meine Klamotten reichen und mein Schwert vor allem. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelke. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. 1000 Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Ja. Es ist einfach nicht seine Tochter, das ist einfach so. Da könnten wir lang. Wo muss ich her? Da drüber. Oh, kann ich da noch die Garten geplündert? Auch durch den Garten säckeln. So. Alles vertrampeln. Oh, was ist das? Hä?
Was ist das gewesen? Da hinten ist ein Tor auf. Nein, jetzt verrecke ich. Hä? Lutato. Verbesserter Sattel, da, alter Brief. Ha! Ja, jetzt habe ich da ein zu lesen. Aber ich will dort den alten Brief dort lesen. Bitte vergib mir die verspätete Antwort. Ich warte auf die Bestätigung von Golan Vivaldi. Ah, das ist der Banker, der Vivaldi, von Zwergenbank, dass genügend Geld bereitsteht. Der Fluch von Prinzessin Ada könnte tatsächlich wiederkehren. Der Hexer aus Riva hatte nur rudimentäre Kenntnisse in Magie, weswegen er den Fluch nicht vollständig brechen, sondern nur vorübergehend seine Wirkung aufheben konnte. Ah, das war mit der Striege gsi, Damit Ada wieder zu Striege wird, müsste man eine Mahlzeit mit 3 Tropfen vom Blut ihres Vaters, König Foltest, versehen. 3 Tropfen Wolfsblut und 3 Tropfen Galle einer frisch beerdigten Frau, die 100 Jahre alt geworden ist und unterdessen aber nicht vollendet hat. Über dem solcher Art präparierten Mahl ist dann das ursprüngliche Dreieck zu wirken. Das müsste reichen. Doch überlege bitte gut, ob du sie solch unehrenhafte Tat wirklich zu tun wünschst. Alessandra Devil. Ha! Siehst du, wenn man da ein bisschen rumläuft, was da passieren kann. Nur cool. Also, muss ich her. Oh, da ist noch ein Ding. Nilfgaardischer Adliger. Ah, Gewinnspielen. Ja, nein, ich mag nicht Gewinnspielen jetzt. Nein, jetzt mag ich nicht. Bis dann. Später mal. Aber jetzt natürlich ein bisschen der Hauptstory noch. Es gewinnt. Ah, in diesem Thronsaal sind wir doch auch schon mal gewesen. Kommt mir gerade in den Sinn. Ist doch da auch schon mal gewesen. Ja? Ja. Nennte mir d'être. Shit, das ist riesig da. Ah, da bin ich hergekommen. Ne? Da bin ich hergekommen. Stimmt. Da bin ich hergekommen. Aber ich kann nicht zäckeln irgendwie. Ja, ist in Ordnung. Ah.
Gwyn har dve glediven. Esiat en wat gern Geralt. Schnell reisen. Ah. Ah. Wo habt ihr gerne reisen? Ah, so. Natürlich. Jetzt könnt ihr auf Novigrad. Ah, jetzt kann ich überall herreisen. Aber da auch noch nicht, oder? Ja, ist ja hure gut. Das sind die Inseln, hä? Nochmal. Weltkarte. Ja, gehen wir da her.